Vielleicht hilft jemand. Ich mache hier alles ab, weil wenn ich diese Teil drehe bei Overlock, er geht zu weit hierher und dann normalerweise, wenn das sich dreht, diese stichbreite Zunge stört am breitesten Stelle. Stichbreite Zunge ist das hier. Und wenn ich das bis zu Ende Stichbreite rausstelle und Stichbreite Zunge nach vorne, dann schlägt er mit diesem Teil. Also hier, diese Teil muss ich irgendwie stoppen. Normalerweise das ist das Stopper, aber wenn ich das jetzt abmache, ich habe das Problem, ich kann das nicht so richtig also wieder zurückzubringen. Und jetzt, also dass ich zeige, um was geht. Hier ist dieser Teil. Und wenn man das dreht, hier, ich mache jetzt zu, also ich befestige das jetzt. Wenn das die breiteste Stelle, sehen Sie, dann er geht bis zu hier und das ist zu breit. Also ich brauche diese Stopper ein bisschen so 2 mm drinne, aber irgendwie das kann ich nicht. Und jetzt ich versuche irgendwelche Teile zu finden. Also das wäre diese hier und der würde auch passen, aber ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen da drinne, weil es gibt keine, ich kann das nicht. Normalerweise dieses Teil, man könnte schieben, aber ich habe diese Zange nicht. Das kriege ich nicht so leicht wieder. Wenn ich jetzt nur diese Teil, er ist zu breit, also er würde auch dann, also ich gucke jetzt, ob sich das noch, ja, das ist dieses Problem. Er ist, ich glaube, gesprungen 2 Reihen. Ich weiß nicht, ob man das alles sieht, aber ja, hier ist dieser Teil. Und ich gucke jetzt, wie ich das hinkriege. Vielleicht, wenn ich eine hier drehe, dass er schiebt. Ich suche, was kann ich machen. Es ist nicht immer leicht, alles Passende zu finden. Das ist zu klein. Das ist zu breit, schade. Also ich muss gucken, wie ich das hinkriege. Weil ich kann diese Teil nicht herausnehmen, wieso auch immer. Ganz herausnehmen. Ich
schon versucht. Hier habe ich aufgemacht. Und hier. Vielleicht, wenn ich so drehe, ein bisschen das schiebe. Und das geht immer zu weit. Ich versuche vielleicht diesen Teil ohne das zu machen. Also oben, wir haben diesen Teil. Hier, Sie müssen auch aufpassen. Hier, darunter, das ist Messer. Darunter kommt diese Stichspreizunge. Also jetzt muss ich erstmal auch klarkommen, wie was wo kommt. Okay, das nicht. Hier mache ich weiter. Das kommt oben. Ah, das muss ich aufmachen, weil das kommt hier drin. Ich habe mich ein bisschen. Das geht hier rein. So. Dann haben wir hier. Das wird hier gedreht. Zweimal. Okay. Das ist fest, das ist fest. Jetzt gucken wir, ob das... Also das geht nicht. Also hier ist befestigt. Also es ist fest, das kann ich nicht machen. So. Das geht so. Die niedrigste. Und jetzt bei breiteste ist so weit. Das könnte man hier noch. Erstmal das gleich. Und das kommt hier innen drin bis zu Ende. Okay, jetzt zeige ich erstmal. Also, wir haben erstmal diese Teil. Das kommt so. Hier. Das habe ich auch abgemacht.
zu mir. Ich muss zu mir drehen. So, und jetzt machen wir hier. Bei Reparatur immer gute Nerven mitbringen. Mann. Das haben wir auch. Jetzt ist dieser Teil. Also hier muss diese schwarze drauf sitzen. Dann brauchen wir hier unsere Schraube. Wo ist die? Ach, hier. Das machen wir auch. Das funktioniert auch. Und das ist jetzt, also wenn wir das richtig einsetzen, es steht so. Okay. Nach vorne, nach hinten. Und jetzt, wenn ich bis zu Ende das drehe, dann sieht das geht zu weit, weil wir haben hier an diese Platte, das sollte bis hier, so. Und dann klappt es, aber meine geht noch weiter und dann hier schlägt in diese Teil.
Also er ist immer noch hier. Ist ein bisschen besser geworden. Ich versuche das ein bisschen. Geht nicht. Es stört. Also das müssen wir 1-2 Millimeter stoppen. Das ist die Endergebnis von alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Also das wäre perfekt, wenn ich das noch hinkriege. Ich habe Angst, wenn ich das abmache, dass ich das gar nicht mehr. Ich kann das auch nicht machen. So. Aber eigentlich hier ist ein Loch. Also es ist wenn man nicht alles hat, was man braucht. Aber
gucken wir. Okay, jetzt geht nicht weiter. Okay, jetzt gucken wir. Sieht so aus. Das könnte klappen. Okay, das ist so. Ich mache jetzt hier noch eine. So. Okay, machen wir auch Nadel rein. Probieren wir, ob das gut geworden ist. Nadeln passen, das passt. Was wollte ich noch? Jetzt ist das auf. Hier wäre dann auf R. Heransaum und dann hier und das geht. Vielleicht man könnte noch ein bisschen hier gebrauchen, aber ich bin zufrieden. So sieht das jetzt aus. Also wenn ich das drehe, das ist die kleinste. Also man kann das auch zurückschieben. Es funktioniert. Bei Rollsaum oder so, Sie müssen das wegmachen. Ich habe mir wehgetan ein bisschen hier. Und wenn jetzt Naht verbreitet wird, so, und das nach vorne schieben, dann die Nahtbreite ist fast 7, 8, 9 Millimeter. Und das stört jetzt auch diese Greifer nicht mehr. Okay. Also ich könnte hier ein bisschen dünner sein, weil hier ist knapp, aber ich gucke jetzt. So. Ob das jetzt noch ein bisschen eine Rolle spielt. Das so, das. Ich glaube, das reicht. Weil ich will alles ausprobieren, ob was noch hier eine Rolle spielt. Ne, dann ist nur lockerer hier. Wir machen hier so. Gut. Das ist. Wir machen jetzt hier auch zu. Also diese Teil. Ich wollte das auch rausnehmen. Super. Super, ich bin zufrieden. Vielleicht, wie gesagt, könnte vielleicht auch eine dünnere passen, nicht so dick. Und dann wäre vielleicht noch perfekter. Vielleicht mache ich das nochmal, mal sehen.
Aber so ist auch gut. Ich bin zufrieden. Gut, sonst alles hier gemacht. Jetzt kann man das alles wieder einfädeln, wieder alles zudrehen. Das muss hier auch, diese Teile für nächste gebraucht. So, das auch. Also ich baue jetzt das wieder zu Ende und ich habe Overlock repariert und das hat richtig gestört, kann man so sagen, glaube ich. Ja, weil man denkt, man vergrößert Naht bis zu Ende und dann man hat immer wieder Angst, dass das kaputt geht. So. Das ist ausgeschaltet, eingeschaltet. Super. So, ich wollte ein bisschen aufnehmen, was ich bei jetzt eine Overlock mache. Vielleicht jemand braucht irgendwann, man weiß nie. Liebe Grüße, bis zum nächsten wieder. So, ich wollte noch zeigen am Ende, wie das funktioniert. So, und die Breite, okay, von unten ist locker, von oben ist, also es geht hier um die Breite, die von unten, da sind die hier, also es sind zwei Nadeln, hier 1 und 2, ich habe auf 2 und 2, bei mir ist alles auf 2, jetzt mache ich hier auf 3 und 3, aber hier geht es nicht jetzt um Einstellung, ich wollte nur zeigen, wie ich das repariert habe. Ich mache jetzt hier. Okay, immer noch unten zu locker. Aber die Breite, ich glaube, es ist gut geworden. Breiter soll auch nicht sein oder braucht auch nicht zu sein.